Servus beieinander, der Johann Barsi ist da. Heute gibt es die klassische Münchner Kalbshaxen aus dem Wurzelsod. Ein schönes Gericht, richtig gut für euer Wiesen daheim. Wir haben eine hintere Kalbshaxen. Ihr könnt euch die ja beim Metzger herrichten lassen. Aber ich zeige euch jetzt einmal, wie ich das sonst immer mache. Da ist der Knochen drin. Damit wir das nicht ewig kochen müssen, löse ich das da immer vom Knochen. Dann schneiden wir da rein, dann schneiden wir da hinten weg. Wie gesagt, das müsst ihr nicht selber machen, das macht euch der Metzger bestimmt selber gut. So. Da um den Knochen rumschneiden. Das mache ich auch, wenn ich eine Kalbshaxen brate. So schaut das dann aus. Dann kann man es gleichmäßig schön kochen. Dann wie bei einer Suppe kalt ansetzen. Kaltes Wasser. Die Haxen da rein. Und dann machen wir es zuerst einmal heiß. Dann schwimmt schon ein bisschen das Eiweiß oben auf, das schöpfen wir ab und dann kommt erst das Salz rein. So, wie man sieht, das ist am Aufkochen. Jetzt drehen wir ein bisschen runter. Die Eiweißstoffe, die haben sich schon oben abgesetzt. Die wollen wir ja nicht drin haben im Fang. Zumindest nicht das, was da oben aufschwimmt. Ihr könnt euch ja die Kalbshaxen beim Metzger herrichten lassen. Ihr müsst die nicht mit dem Knochen kochen. Es geht auch ohne den Knochen. Es geht halt ein bisschen ein Geschmack verloren und es kommt halt dann nicht ganz so viel Fang raus. Aber es wird wahrscheinlich scheitern bei euch, dass ihr nicht alle so einen großen Topf habt. So. Und jetzt tun wir erst das Salz rein. Jetzt ist wichtig, damit die Kalbshaxen auch noch was schmeckt. Aber wenn man es da vorne rein tut, dann löst sich das Eiweiß auf und dann haben wir den ganzen Schlamassel drin im Fang. Jetzt muss man es einfach ziehen lassen, eine Zeit lang. Die schreibe ich euch dann auf dem Rezept auf. Und dann kommen Gewürze, Gemüse dazu. Unser Kalbshaxen hat jetzt circa eine Stunde gekocht. Jetzt kommen die Gemüse, Zwiebeln, Knoblauch, ein paar Kräuter, Sellerie, gelbe Ruhm rein. Ich tue die im Ganzen rein und koche die auch wirklich bloß 20 Minuten, halbe Stunde mit. Sonst schmeckt die ganze Chose muffig, das wollen wir nicht. Und ich mache danach für mich einen Salat oder was. Und zum Anrichten nehmen wir ja dann sowieso das her. Also das kommt einmal rein, lassen wir das gut mitkochen. Unsere Gewürze vom Pfefferkörner, Piment, Wacholderbeeren, Lorbeer, Senfkernel, Nelke. Das gibt einen schönen Geschmack. Jetzt 20 Minuten, halbe Stunde, dann ist die Geschichte fertig. So, die Gemüse sind fast fertig. Die haben wir noch einen Lauch dazu, den teilen wir. Das Grüne kochen wir da mit für den Geschmack. Die weißen Teile kommen wir in die Julienne mit rein. So, dann die Kalbshaxen ist fertig.
Die nehmen wir raus. Den Fond. Und von den Sachen, da mache ich einen Salat. Den kriege ich gerade. So, da. Unsere Wurzelgemüse, die gleich dann Beilage sind. Die sind aber wirklich in 2-3 Minuten fertig. Ganz zum Schluss nehmen wir dann den Lauch noch rein. So, und vielleicht wundert es euch, warum ich das da alles dran lassen habe. Erstens fallen sie mir dann nicht so auseinander. Diese Knorpel und beziehungsweise diese Haut außenrum. Das gibt alles einen Geschmack. Das mag ich in der Suppe drin haben. Darum tue ich das jetzt erst weg, dann, wenn es anriecht. Jetzt kommt noch der Lauch rein. Eben ein bisschen später, damit er nicht verkocht. Und dann können wir schon anrichten. Hoppa. So, jetzt schneiden wir diese Sachen da runter. Wunderbar. Kommen unsere Gemüse da drauf mit Fond. Da gibt es dazu eine Kartoffel und ein Krähen. Und den machen wir. Den reißen wir so. Bisschen Liebe und schon ist fertig. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken. Auf eine gesunde Wiesen. Halt langsam, langsam. Zuerst muss ich probieren. Kugler. Bartholomäus Kugler ist mein Name. Amtlich geprüfter Tester von bayerischer Kultur und bayerischem Essen. Und von Natur aus schon eurer Grantler. Wie der Vater, der Großvater, der Urgroßvater und wer noch ist. Heute gibt es die Münchner Kalbsachsen, habe ich gehört. Münchner Kalbsachse aus dem Süd. Ein klassisches Essen. Wieder ein Krähen, frischer Krähen. Mein Lieber, der zählt nein ins Hirn. Aber nur, wenn es da ist. Der Achternbusch hat einmal gesagt, die Frage, haben Sie Hirn? Das kann eindeutig nur der Metzger beurteilen. Jetzt, wenn mein Haxen gekommen hat, dann war es mir auch recht. Ah ja, so habe ich mir es vorgestellt. Vom Johann Barsi, die Kalbsachsen. Oh, zuerst ein schöner Schub. Ja, freilich. Lass uns mal probieren.
Möchtest du wissen, gell? Ob der Grün reinzieht ins Hirn oder nicht. Ob Aber das ist halt ein amtliches Essen. Gell? Nicht so wie das neumoderne Zeug, was da überall gibt. Ich weiß ja gar nicht, was soll ich meinen. Da haben so internationales Zeug. So. Jetzt müssen die Italiener schon eine afrikanische Pizza machen. Eine afrikanische Pizza, eine Pizza Togo. Haben wir Lebtag noch nicht gehört, eine Pizza Togo. Was soll denn das sein? So ein Schmarrn. Ja, freilich rede ich mit mir selber auch. Kenne mich ja schon lange nur. Außerdem brauche ich ab und zu eine gute Beratung. Naja, eigentlich wollte ich heute kein so ein Schmarrn nicht sein, aber jetzt ist es auch schon zu spät. Habe ich die Ehre, euer Bartholomäus.